Hallo und herzlich willkommen zurück bei Unsafe Release, euer Schweizer Formel 1 Podcast mit euren Hosts Kasel und Schubs. In der heutigen Episode gibt es unseren Race Rundown zu Österreich, eine kleine Diskussion über einen Vettel bei Aston Martin und seiner Zukunft dort, sowie auch einen kleinen Flashback zu den alten Reifenmischungen. Wenn wir schon gerade bei Flashback sind, ihr habt geniale Fragen gestellt und ich danke nochmal dafür. Keine Angst, wir werden die natürlich auch beantworten. Ist natürlich etwas, das perfekt in die Sommerpause reinpasst, also erwartet die Special-Episode ungefähr dann. Falls ihr noch Fragen habt, stellen Sie bis dahin und sonst wünsche ich ganz viel Vergnügen bei dieser Episode. So, wie bereits am Anfang gesagt, wir reden heute über den Austria Grand Prix. Und zum ersten Mal, glaube ich, seit gefühlt 10'000 Rennen haben wir effektiv mal eine Entwicklung in der Drivers' Championship, nämlich neu in den Backmarkers drin Alpha Tauri. Williams und Aston Martin sind unsere Backmarkers momentan, die sind auf Platz 8, 9 und 10. Ein Team, das sich endlich mal ein bisschen vorkämpfen konnte, dank wieder mal Double Points, ist Haas. Die sind jetzt nämlich im Midfield zusammen mit Alpine, Alfa Romeo und McLaren. Und zu guter Letzt, wer hat es gedacht, Red Bull, Ferrari und ein sich immer weiter hervorkämpfender Mercedes-Rennstall, wo das Wochenende auch wieder für gute Action können sorgen. Ja, ich würde sagen, wie immer, wir fangen gerade mit den Backmarkers an. Und ja, also Alpha Tauri, was soll ich sagen? Ich habe das Gefühl, sie nehmen sich irgendwie ihre eigene Saison voneinander. Die haben immer wieder gute Resultate und aus diesen guten Resultaten, also vor allem im Quali, so muss ich sagen, können sie irgendwie wie nichts rausholen. Auch der Tsunoda ist, glaube ich, das Rennen ziemlich einfach immer wieder abgedroppt. Ich weiss echt nicht, was mit dem das Rennen passiert ist, aber der scheint gerade wirklich ein richtig tief zu haben und ich hoffe für ihn, dass er sich dort wieder ein bisschen daraus rausgrätschen kann, weil es ist schon langsam, aber sicher ein bisschen scary, wenn man das so sagen kann. Ja, also gut, ich würde auch sagen, einfach das Auto läuft nicht, gell? Da muss man eben auch noch sagen. Also sind halt einfach auch ihre Probleme, die Updates. Die haben zwar Updates, aber irgendwie die Updates erfüllen so irgendwie so den Zweck nicht, den sie machen. Ja, es ist... Sie würden es gescheiter wie Haas machen und gar keine Updates drauf tun und das ja, Auto zuerst mal verstehen. Ja, ich glaube es auch. Das würde schon mehr Sinn machen. Also Haas fährt immer noch mit dem ersten Auto von Bahrain. Und alle anderen haben auch Updates gebracht. Aber ich meine, ja, man hat ja gesehen, wie Haas performt hat jetzt in Österreich. Das war schon krass gewesen. Aber eben Alpha Tauri, da ist irgendwie gar nichts. Also da läuft es gar nicht momentan. Da ist einfach der Wurm drinnen irgendwie. Ja, ich weiß auch nicht. Also. Es ist schade, weil es wäre wirklich einfach ein gutes Team, wo schon immer eigentlich mit wenig können viel veranstalten. Und irgendwie tut es mir ein bisschen in der Seele weh zu sehen, wie schlecht es ihnen momentan geht. Aber was willst du machen, gell? Ich meine... Ja, gute Updates bringen. gute Updates bringen, ja, aber vielleicht auch nicht immer so hoch angreifen. Gell? Die haben natürlich nächstes Jahr dieser Weg eine gute Performance gehabt, dass die sich jetzt ein bisschen sie müssen sich ein bisschen humblen in dem Sinn. Verstehst du, was ich meine? Ich glaube, sie haben immer noch die Nase hure weit oben und das Gefühl, dass sie weiss nicht noch was können machen, aber ja, so ist es halt einfach nicht, gell? Nein, das... Ja, ich weiss aber auch nicht, was sie jetzt so bringen in Zukunft. Und die Frage ist halt einfach, wo ist das Problem, weißt? Also ich glaube, an der Performance, an der Motorleistung und so wird es wahrscheinlich eher weniger liegen. Es wird wahrscheinlich halt wirklich so ein bisschen Aero-Chassis-mässig etwas sein, halt, wo sie halt einfach ein bisschen den Trouble haben. Es kann natürlich auch ein bisschen sein, dass einfach ihre Fahrer mit diesen neuen Autos nicht so gut klarkommen. Ich meine, man sieht, der Gasly hat einen riesen Struggle. Was mich aber lustig dünkt, der Tsunoda, der war in der F2 hure gut gewesen. Und die F2-Autos haben ja auch ein bisschen mehr von Unterboden gesetzt. Oder generell, rein vom Fahrgefühl her, sind die ein bisschen ähnlicher wie die neuen Autos. Und ich hätte jetzt eigentlich von Yuki schon gedacht, dass er... Na gut, er hat einen guten Saisonstart gehabt, gell? Aber es ist einfach ein bisschen schwierig. Also ich habe langsam das Gefühl, seine Zukunft wird so langsam ein bisschen in Frage gestellt. Ja, da glaube ich zwar nicht, dem Yuki seine. Ja, man muss einfach ein bisschen aufpassen. So. Weil wir wissen, wie Red Bull sind, haben sie sich wirklich verbessert in dieser Hinsicht? Das ist die andere Frage. Und wo wir gerade bei Fragen sind, jetzt, wenn wir ja den ganzen Geschmäus haben mit dem Juri Vips, wenn Red Bull würde Tsunoda ersetzen, wer denkst du, jetzt stand 15.07.2022, kurz vor der Summer Break, würde sie nehmen?
Auf die Frage bin ich jetzt gar nicht gefasst gewesen, Alter. also ich würde sagen, mir würde jetzt spontan würde mir eigentlich nur der Hauger neu in den Sinn kommen. Weil der hat sich in der Formel 2, das stellt sich bis jetzt eigentlich auch nicht so schlecht an. So, kannst du noch Wasser holen, sorry. Ja, beim Hauger ist halt so ein bisschen das Problem, der hat halt das erste Jahr. Es wäre fast noch ein bisschen früh. Ja, ist ja beim Tsunoda auch so gewesen, gell? Das ist ja so. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, AlphaTauri, ich denke mal, sie würden vielleicht einen Albon wieder zurück wollen. Das wäre eine Option, oder? Und dann würde es natürlich wieder einen Platz frei machen bei Williams und dann wäre so ein De Vries Piastri-Duo halt möglich und das wäre halt auch verdammt sick. Aber ja, also ich würde sagen, sie würden wahrscheinlich sehr reserviert sein. Ich glaube nicht, dass sie einen F2er würden nehmen. Und falls ja, würden sie vielleicht eben auch schlichtweg einfach jemanden klauen von einem anderen Team. Sagt das ein Theo Pourchaire, sagt das eben ein Piastri oder irgendetwas. Ich denke, die würden da sicher mit dem Helmut Marko zusammen ein bisschen spielen und die Fäden ein bisschen ziehen und ein bisschen Geld hin und her schießen. Dann würden die einfach, obwohl sie 5 Fahrer in der Formel 2 haben, einfach eiskalt jemanden von einem anderen Team nehmen. Ja, aber wie gesagt, ich denke jetzt nicht, dass sie den Yuki werden ersetzen. Weil der Yuki hat am Anfang von der Saison wirklich sehr, sehr gute Leistungen gebracht. Er hat jetzt eben ein bisschen den Struggle seit Montreal, dort wo er rausgefahren ist, seit dort her hat er ein bisschen das ist ein bisschen der Wurm drin, aber sonst eigentlich, muss ich sagen, macht er einen guten Job. Und es ist ja von AlphaTauri allgemein halt am Wochenende nicht so gut gelaufen. Also ich meine, es war ja auch ein Sprintwochenende gewesen. Sie sind im Quali schon relativ früh rausgeflogen und dann nachher ist ja der Gasly ist abgeschossen worden am Start, beziehungsweise hat auch nicht viel, also ja, es war ja am Gasly sein eigener Fehler gewesen, dass er dort einfach so zugetan hat am Start. Es ist am Start in der letzten Zeit ein bisschen oft mit dem Gasly das Problem, habe ich das Gefühl. Nein, letztes Mal in Spielberg hat er ja auch nichts dafür können. Dort hat ihm der Russell die Türen zugetan. Also Silverstone, meinst du? Silverstone, ja. Ja, schon, aber am Ende des Tages bringt sich irgendwie immer wieder in diese Situationen rein. Ja, aber du musst halt die Lücken nutzen, gell? Ja, das schon, ja. Weil du darfst auch nicht einfach so sagen, so, ja, ich fahre jetzt einfach mal so locker easy hinten nach und mal schauen. Du musst halt schon auch, ich meine, von nichts kommt auch nichts. Und wenn du halt nicht das Risiko nimmst oder eingehst, dann ja. Aber eben der Gasly, dem seine Zukunft für nächstes Jahr ist eh schon fix. Das ist schon jetzt bestätigt worden, schon länger. Aber ich denke, dass der Tsunoda, der wird schon auch bleiben. Der macht einen guten Job. Ich glaube, dem sind sie auch happy. Was sagst du zum Vettel? Bleibt er bei Aston? Also nach dieser Performance jetzt wieder das Wochenende ist etwa klar, dass sie auch mit ihrem neuen Autokonzept nicht wirklich zurankommen. Und ich habe einfach das Gefühl, es säuert länger wie mehr in diesem Team. Was soll ich sagen? Ich glaube, beim Vettel ist halt einfach so das Problem, oder beziehungsweise das Beste ist so ein bisschen das Problem. Manchmal geht es gut, dann haben sie wieder so eine gute Practice. Einfach Qualifying haben sie einfach immer den Struggle. Und im Rennen an sich dann, ja, haben sie irgendwie ein bisschen Glück und kommen dann manchmal auch wieder ein bisschen vor. Aber jetzt das Mal ist wirklich gar nicht gegangen. Ich weiss also vor nicht. Allem auch der Vettel mit seinen 2 Crashes, die er hatte, das ist einfach irgendwie... Das ist irgendwie nicht Vettel, weißt du, was ich meine? Ja, aber sind es wirklich im Vettel seine Fehler gewesen? Also klar, im Sprint kann man noch sagen, okay, dort ist er ja in Turn, was ist es, 6 oder so, glaube ich, ja, oder 5 oder 6 ist er ja, ich glaube 6. Ist er rausgetragen worden, weil er Osuma überholt hat, oder ist er beim Melbourne gewesen. Dort muss man auch sagen, dort ist halt auch, wenn du so ein Überholmanöver machst, musst du halt auch gegenseitig viel Platz lassen. Ja, 2 in 1 geht nicht, oder? So nach dem Motto. Ja, und im Rennen selber gesehen ist es schon so, dort ist auch der Gasly bestraft worden. Der hat 5 Sekunden Penalty bekommen, weil ja der Vettel rausgetragen hat. Weil ja, der Vettel war vorne dran, vor dem Gasly in der Kurve und hat ihn rausgetutscht dort. Also der kann ja eigentlich nicht viel dafür, bei beiden, weißt du, das ist halt einfach, ja... Also beim Gasly, ja, zu wenig Platz gelassen. Also der Gasly hat immer zu wenig Platz gelassen. Und beim Albon würde ich halt einfach sagen, ist halt einfach der, glaube ich, ein bisschen anders Tier kann, ist halt reingerutscht, aber das ist halt eben schwierig dort. Aber ich weiss nicht, ich denke, ich sehe den Vettel schon noch ein weiteres Jahr in der Formel 1, aber nicht bei Aston habe ich so das Gefühl.
Ja, auf das wollte ich raus. Weil, also ich habe langsam auch das Gefühl, weißt, es wird mittlerweile fast jedes Wochenende darüber spekuliert. Und das auch mit gutem Grund. Ich meine, wieso sollte er als vierfacher Weltmeister ein Team aufbauen, wo irgendwie dieser Wege... Ich weiß nicht, was mit dem Team passiert ist. Die haben so gut performt immer. Es hat wirklich nach einem Aufschwung ausgesehen. Und die Frage ist jetzt einfach wirklich, will der Vettel noch warten, bis die neue Facility gebaut ist? Wie schnell geht es denn, bis dann sich überhaupt etwas kehrt und dreht und macht? Können sie die Facility vielleicht sogar schon ein bisschen anfangen brauchen, den Windtunnel und alles, bevor die Facility ganz fertig ist? Das sind so ein bisschen die Fragen, die er sich stellen muss und ob er nicht wie er es bei Matti von WTF 1 gesagt hat, lieber noch ein bisschen ausprobieren, Instagram- und YouTube-Star werden. Ja gut, weißt du, aber das Ding ist halt eben auch noch, der Aston, wo sie jetzt hier fahren, der ist ja eigentlich, ja wie soll ich sagen, der basiert ja noch eigentlich auf dem, was ja so der Schaffnauer und alles noch so gemacht hat. Also der Mike Crack hat ja eigentlich in das Auto noch gar nichts können machen. Also beziehungsweise der erste Spec, der zweite Spec, denke ich auch, hat er wahrscheinlich noch nicht so viel damit zu tun gehabt. Das ist halt eben so ein bisschen das Ding. Ich könnte mir gut vorstellen, dass vielleicht erst das nächste Jahr schon ein bisschen stärker könnte sein, weil halt einfach der Mike Crack jetzt mittlerweile drin ist und halt mitentwickelt, weißt du. Und vielleicht hat dann eben mehr auf den Vettel lässt und sagt so, okay, ja, wir müssen das so und so machen, weil ich glaube, das wird gut sein oder so. Also, ich denke, da, der Teamchef hat da schon auch noch eine recht grosse Rolle und ich meine, der Mike Crack ist jetzt nicht irgendwie einfach so eine, ja, wie soll ich sagen, so ein Zach Brown, weißt du, der einfach nur labern kann. Der hat ja schon viel Ahnung von allem, weißt du, Ja, der ist ja selber mega technisch ja. visiert auf der Formel 1 und alles. Ich mein, der Zach Brown braucht ja auch noch den Andreas Seidel. Ohne den wird das Team gar nicht funktionieren. Ja, aber ich meine, bei McLaren ist es der Seidel, der eigentlich so der ausschlaggebende Punkt ist. Und nicht der Zach Brown. Der Zach Brown ist einfach der die Schnur immer auftut. Er ist da für die Medien. Aber das finde ich eben auch gut. Ich glaube, weißt du, der Andreas Seidel und der Zach, die haben eine extrem gute Dynamik. So. Ich glaube, der Zach Brown ist in meinen Augen schon der Grund, wieso das McLaren wieder so gut geht, wie es ihnen geht. Ja. Und der Seidel, oder beziehungsweise der Zach Brown, ist genau aus dem Grund der Grund, weil er einfach gewusst hat, welche Person wo das er muss einsetzen muss. Und er gibt allen wirklich extrem viel Freiraum. Also es ist nicht so, dass ein Seidel eben noch grossartig Team Principle spielen und irgendetwas, sondern er kann sich wirklich einfach auf seine Arbeit fokussieren. Und das ist halt eigentlich das Geile. Ja. Du hast vorhin noch angesprochen, eben das nächste Jahr. Ich glaube eben auch über die Winterpause werden wir jetzt von vielen Teams vielleicht hören, ja, wir werden das Auto nicht mehr grossartig entwickeln. Irgendein Team hat doch schon etwas gesagt. Weißt du, Haas, was das war? Haas, ja, genau. Haas bringt ein einziges Update und dann ist schon fertig. Und dort war ja auch klar, die werden nur das Update bringen, wenn es so effektiv etwas bringt. Weil ich meine, P6 und P8 holen in einem Rennen, nachdem sie kein einziges Update reingehauen haben, zeigt auch schon viel, dass sie einfach von vorneweg eigentlich schon ein fast fertig entwickeltes Auto hatten. Und ich bin überzeugt, das nächste Jahr werden wir nochmal ziemlich einen grossen, ja, einen Reshuffle sehen eigentlich von allen Teams. Ich glaube, dass da die Teams werden oben runterkommen. Also oben runterkommen, ich muss anders sagen. Ich glaube, sehr viele Midfield-Teams und vor allem Backmarker-Teams werden sich können aufraufen. Weil ich glaube, wir werden die ganzen Cost-Cap-Implikationen endlich mal richtig sehen, weil jetzt haben wir ganz neue Regularien. Die grossen Teams haben das Geld schon ausgegeben, das sie haben. Ich glaube, viele Teams werden jetzt von hinten vorkommen. Eben gerade auch Teams wie Williams, die haben jetzt ganz viele Daten von ganz vielen anderen Teams und sehen, was funktioniert nicht. Und mit dem Mercedes-Motor scheint ja anscheinend nur das Mercedes-Konzept wirklich zu funktionieren. Also kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht auch Aston Martin und Williams zusammen werden ein bisschen vorkommen, indem sie einfach auch neue Konzepte haben oder werden können haben. Und auch in diesem Rennen, Albon, ziemlich weit vorgekommen, der hat es auf P12 geschafft am Ende, muss man auch einfach wieder sagen, Chapeau, starke Leistung. Ja, wobei eben dort muss man wirklich sagen, das war jetzt das erste Rennen, wo so das Update mal gesehen, also wo man das Update gesehen hat, was es kann.
Weil in Silverstone ist ja gerade nach 100, 200 Meter rausgeflogen. Also da ist ja nicht viel gegangen. Hat der Latifi auch das Update gehabt? Nicht, gell? Nein, nur er fährt immer noch mit dem Update. Aber es passiert ja eigentlich mehr auf dem Red Bull Chassis bei Williams. Das ist ja noch das Lustige. Das stimmt. Aber es funktioniert scheint wirklich gut, weil eben P12 ist für einen Williams wirklich eine sehr, sehr gute Position, muss man sagen. Nein, also ich bin einfach nur happy. Schau, alles, was ich sehe vom Album, sind immer wieder gute Performances. Und auch Off-Track. Er ist einfach so eine gute Seele und ich wünsche ihm einfach immer nur das Beste. Ich finde es schade für Latifi, der hatte ja da Reliability-Probleme gehabt, ist aber auch nicht sehr auffällig im Rennen. Ich denke, das zeugt halt auch ein bisschen einfach vom alten Chassis noch. Gell? Also er hat bei den Pitstops hat er extrem viel Zeit verloren und hat sich aber nie wirklich wieder führen kämpfen, außer mit Leuten, die eben pittet haben. Also ja, irgendwo durch. Ich wollte einfach sehen, dass das Album gut performt. Wir wissen, glaube ich, alle, dass es mit Latifi wird fertig sein dieses Jahr. Ja, würde ich auch so sagen. Aber nochmal kurz zurück, du hast ja noch gefragt wegen dem Vettel. Weil irgendwie, du hast mich ja gefragt, ob ich ihn noch gesehen das nächste Jahr. Was siehst du also bei dem Team? Siehst du ihn noch das nächste Jahr bei Essen oder gar nicht mehr? Nein. Ich glaube, also ich persönlich als Vettel, oder ich würde mir genau die Frage stellen, die ich gesagt habe, wie lange wollte ich noch warten? Wie lange wollte ich denen noch Zeit geben? Weil er hat jetzt 2 Jahre investiert in ein Team, das sich nur verschlechtert, irgendwie von Wochenende zu Wochenende. Wegen dem ich persönlich würde sagen, nein, also dann gehst du gescheiter zu einem anderen Team klar, und schaust, dass das wieder wirklich an die Spitze führen kommt, weil das ist ein Team, wo eben auch tätige Unterstützung braucht von einem Race-Winner in dem Sinn. Und ich habe das Gefühl, dass sie das von Ricciardo irgendwie wie nicht erhalten. Auch wenn er jetzt wieder Punkte geholt hat, es sind nicht viele Punkte und er war auch wieder sehr unauffällig in das Rennen. Also, ja, ist ein bisschen mit Glück auch in die Punkte reingekommen, muss man so sagen. Nein, also es sind ja auch Gerüchte umgegangen, eben, vor ein paar Tagen ist es noch stärker geworden, dass ja BBC hat ja das veröffentlicht, scheint es, dass es ja da Gespräche gibt mit McLaren und Vettel, beziehungsweise McLaren eben scheint Interesse hat am Vettel. Und daraufhin hat dann auch der Ricciardo so ein Statement veröffentlicht, eben, dass er nochmal klar machen, dass der Vertrag bei McLaren fix ist und dass er ja da nicht weglaufen von dem Vertrag und so und dass er ja mit dem Team zusammen sich den Arsch aufreißt, dass sie da gute Performance können liefern. Und eben, er sagt halt einfach immer nur, dass er einen Vertrag hat bis dann und das ist klar. Aber manchmal kann ja McLaren gleich sagen, so ja, ciao. Und was ich ein bisschen krass gefunden habe, oder was ich ein bisschen speziell gefunden habe, ist halt, er hat das Poster gehabt, alles drum und dran, aber es hat niemand von McLaren hat das irgendwie repostet oder so. Das hat mich ein bisschen speziell gedacht. Also weißt du, ich meine, gerade wenn du ja zum Fahrer stehst, dann tust du das ja reposten und sagst so, ja, das ist so, oder weiss ich oder mindestens auch noch ein Statement dazu abgeben. Genau, oder einfach ein bisschen Anstalten machen. Es ist gar nicht gekommen. Ja, es ist halt so ein bisschen die Frage, oder, wie fest ist das Verhältnis schon gebrochen zwischen dem Team und ihm? Ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, es hat von vornweg einfach aus irgendeinem Grund nie recht gepasst. Ich weiß nicht wieso. Wo wir mitbekommen haben, Ricciardo geht zu McLaren, habe ich gedacht, das ist das perfekte Team für ihn. Aber irgendwie hat er mich von vornweg, ist er mir nicht glücklich, nicht zufrieden, nicht ausgeruht wirklich vorgekommen. Ich habe wirklich einfach das Gefühl gehabt, dass das irgendetwas einfach letzt ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass er persönlich ein bisschen Mühe damit hat, dass der Lando dieser Weg besser ist als er. Ja. Und ich weiss nicht, ob er sich doch, obwohl er es immer wieder sagt, einfach Gedanken macht, ey, shit, bringe ich es noch, weißt du? Mhm. Ich finde es schade. Er hat die nie Red Bull verloren. Ja, das ist sowieso, das ist ohne Diskussion. Weil, who knows, vielleicht ist eben gerade die letzten 2 Renault-Jahre das Ende von seiner Blütezeit gewesen. Weil gerade das zweite Renault-Jahr ist er auch gut gefahren. Aber jetzt im zweiten McLaren-Jahr bringt er auch einfach genau gar nicht fertig. Okay, vielleicht schadet es ihm halt, dass es wieder ein neues Auto gegeben hat. Ja, aber also wenn er in der 3. Season bei McLaren nicht wird performen, ist für mich klar, wo es mit dem hingeht. Ja, dann ist er bye-bye.
Und so schnell geht es halt manchmal. Oder? Das war ja beim Hulkenberg schon das Problem. Ein wirklich verdammt ein guter Fahrer. Man hat lange an ihm gehangen, die Formel 1. Ja, es ist schlimm, wie sich das Englisch einschlägt bei mir. Sag's mal ein bisschen männlich. Hulkenberg, sag's mal ein bisschen männlich. Nein, also man hat es ja bei ihm schon gesehen. Oder Top-Performer, alle wissen, was für ein qualitativ guter Fahrer das er ist, aber es hat einfach zu lang und zu viele Punkte gegeben, die bei ihm so ein bisschen nachgehängt haben. Und ich habe den Cyril Abiteboul irgendwo durch auch ein bisschen verstanden. Ich meine, der Ocon ist spannend, ist interessant als Fahrer und ist jung. Und ja, also ich auch dort muss ja sagen, das ist irgendwo durch verständlich gewesen, egal wie gut das der Hülkenberg war. Und bei Ricciardo dasselbe. Egal wie gut das er ist, irgendwo durch muss man einfach performen in diesem Sport und wir wissen alle, wenn man nicht performt, ja, sieht es nicht mehr so rosig aus. Genau. Aber ich finde es aber noch krass, zum Beispiel beim Hülkenberg ist es ja noch so, dass also eben, weißt du, der hat ja weiss wie viel Grand Prix gefahren, hat nie ein Podium geholt, hat immer nur Punkte geholt, das ist das Maximale, was er können holen. Ich weiß nicht, was sein beste Finish war. P4, glaube ich. Ist es P4? Naja, glaube ich. Aber der hat nie ein Podium geholt, aber es gibt keinen, der sagt so, ja, das ist ein scheiß Fahrer, das ist ein schlechter Fahrer. Alle sagen, der ist so gut, aber er ist nie von einem Podium gefahren, aber gleich sagen alle, der ist einfach gut. Ja, weil er hat halt einfach auch viele Punkte geholt. Er ist ja auch der Fahrer, der über die gesamte Laufbahn hinweg am meisten Punkte geholt hat, ohne jemals ein Podium zu haben. Und das zeugt halt auch einfach von Qualität. Er war sehr konsistent. Konstant, ja. Genau. Er hat sehr wenig Fehler gemacht und dann, wenn er Fehler gemacht hat, ist es halt einfach leider immer gewesen, wenn es um Podium gegangen wäre. Und ich hätte wirklich nichts Geileres mir vorstellen, wie das der in Hockenheim 2019 dort den Platz 3 geholt hat. Wäre nicht sogar Platz 2. Ja, das wäre so krank gewesen. Stell dir vor, Vettel und Hülkenberg auf dem Podium. Mein Gott, wie die Crowd abgegangen wäre. Ja, das wäre wirklich nice gewesen. Ja, ganz nach dem Motto, knapp daneben ist auch vorbei. Bottas leider nur P11. Der hat knapp noch einen P10 holen, hat ja gegen Ende, ich glaube, die letzte Runde oder vorletzte Runde ist es noch gewesen, hat ihn da Alonso noch überholt. Aber ja, knapp daneben ist es halt wirklich auch vorbei. Oder? Schade war es. Unser Team wieder mal keine Punkte geholt, aber so passiert es halt manchmal. Es gibt Strecken, die ein bisschen besser liegen, es gibt Strecken, die ein bisschen weniger gut liegen. Aber ich denke, am Ende des Tages kann man sagen, eigentlich wieder eine gute Performance gewesen über das ganze Wochenende von beiden Fahrern hinweg. Vor allem von Bottas, der hat ein paar gute Moves gehabt. Ja, und vor allem muss man noch sagen, der ist schon aus der Box raus gestartet. Der hat ja Teile noch gewechselt, hat dann nachher aus der Pits gestartet. Und Alonso hat ja noch eventuell eine Strafe bekommen, der wäre ja wieder eigentlich ins P10 reingerutscht. Das ist aber nicht passiert, darum ist er auf P11 geblieben. Aber muss man auch sagen, also Bottas wieder mal mehr gut gefahren. Alfa Romeo hat aber schon, muss man sagen, an Performance ein bisschen verloren gegenüber Anfangsjahr. Klar, das Auto ist schon auch ein bisschen streckenabhängig. Ich glaube, sogar so eine schnelle Strecke liegt dem Auto jetzt weniger. Es müsste schon auch eine Strecke sein, die ein bisschen langsame Passagen hat, wo das Auto ein bisschen besser funktioniert. Aber sonst allem in allem, muss ich sagen, ist wirklich gut gegangen bei Alfa Romeo. Klar, der Guan Yu Zhou P14 ist jetzt nicht gut durchgekommen eigentlich, aber der hat halt auch schon ein bisschen, jetzt weiss ich gar nicht, beim Sprint hat er ja dort schon Motorprobleme gehabt, der hat ja den Karren einfach abgeschaltet. Ich glaube, es war der Sprint, wenn ich mich nicht täusche. Ja, es war der Sprint und dann nachher... ich mag mich gar nicht mehr erinnern, stimmt. Ja, der steht so ja, hinten nachgerollt. Und dort hat der hat dann natürlich sowieso einen schlechten Sprint gehabt und dann ist er wieder weit hinten gestartet. Also ja, dort war ein bisschen der Wurm drin gewesen. Also wenn es technische Probleme gibt, dann meistens einfach immer beim Guan Yu Zhou. Ist irgendetwas passiert? Weil, also wenn ich da schaue, Runde, was ist das, 24, dort wo die Leute in die Pits gegangen sind, 23, 24, ist er komplett abgedroppt auf P19. Hat sich nur leicht vorkämpfen und dann ist er wieder abgedroppt. Oder ist es einfach Pitstop gewesen? Dem ist nichts passiert, Spin oder so, oder? Nein. Okay, also nicht, dass ich wüsste. Dann hat er vielleicht einfach einen scheiß Pitstop oder so gehabt. Also er ist wirklich von P etwa, was ist das, P6 umeinander, ist er abgedroppt auf P19. Okay.
Kein komisch. Habe ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt. Wobei die Kamerahandys hat wirklich viel andere Action gezeigt. Unter anderem ein geniales Midfield-Battle wieder mal. Also wo sie dort das 5., was ist das gewesen? Lando Norris, Alonso, Bottas glaube ich auch. Nein, das war schon Guang Yu Zhou dabei gewesen. Ist das der Joe gewesen? Ja. Ey, das ist Beide so Haas. geil gewesen. Es ist einfach so, es ist schnell ruhig geworden im Rennen, es war fast ein bisschen langweilig gewesen, und dann ist einfach das Midfield-Battle gekommen, dank diesen Pitstops. Hey, ich bin fast aufgestanden. Es war so geil gewesen, zum Zuschauen. Das ist wirklich extrem abgegangen, ja. Vor allem eben halt das 5. Höch, gehen sie einfach in die Kurve 3 rauf dort, in die enge Schikane. Norris aussen noch und Magnussen ist, glaube ich, voraus gewesen, hat auch können behaupten. Und ja, also es ist recht abgegangen. Es war wirklich geil gewesen, zum Zuschauen. Und ich glaube, der ein bisschen verloren hat, ist dann nachher der... Ist es der Alonso gewesen? Ist es nicht der Ocon gewesen? Ich weiß es gar nicht mehr. Es war auch mal ein Alpine gewesen, aber ich weiß nicht, welcher das war. Verloren. Nein, es war der Alonso gewesen, weil der Ocon ist schon weit vorne mitgefahren dort. Stimmt, der hat ja P5 geholt oder Ja, so. genau. Ja, Nein, dann ist das ist schon der Alonso gewesen. Aber es war geil gewesen, zum Zuschauen, definitiv. Ja, auf jeden Fall. Also vor allem mal wieder beide Haas dort voll mit dabei bei der Musik. Der Mick hat ja noch mal ein bisschen ein Battle gehabt mit dem Hamilton, und man hat den Hamilton das mal ein bisschen einen gescheiteren Move gemacht und ist schon früher schon an ihm vorbeigegangen. Hey, aber der Move. In dem Infield-Kurven dort, ey. Also dort hat er schon Big-Corners gehabt. Ey. Vor allem hat er einfach auch verdammt vertrauen, dass der Mick keine Scheiße baut, weil sonst wäre es beide abgeflogen. Ja, definitiv. Aber es ist wirklich, das ist einfach so ein Move, wo ich muss sagen, also das siehst du so selten. Das hat mich erinnert an den Verstappen in Barcelona. Wo war das? Kurve 12, 13 dort oben. Ja, wo er aussen überholt hat. Ja. Also das ist ja auch so, also jetzt haben wir diese Season schon 2 einfach Überholmanöver gesehen an Punkten von der Strecke, wo man es niemals erwarten würde. Und auch das ist, glaube ich, so ein perfekter Beweis gewesen, dass die neuen Regulationen einfach wirklich verdammt gut funktionieren. Und Chapeau an Hamilton, verdammt guter Move. Chapeau an Mick, dass er sich dort auch nicht zu fest hat irritieren von dem Move, sondern einfach, ja, er hat es halt akzeptiert, wie es ist. Und ich glaube, so haben beide auch relativ wenig Zeit verloren eigentlich. Weil das ist eigentlich eine Passage, wo hure viel Zeit würdest verlieren. Aber extrem genialer Move, gut überlegt. Ich meine, ja, in einem Rookie, wenn man es so sagen kann, kann man das gerne mal machen. Bei einem Verstappen wäre es das sicher nicht gut gekommen. Aber wenn man schon geschossen. Das hat mehr als geschossen. Hey, die werden sich nachher go verprügeln auf der Strecke noch. Wahrscheinlich, ja. Ja, wahrscheinlich schon. Aber wenn wir schon gerade beim Schummi sind, ey, also der Knoten hat sich definitiv gelöst. He? Was der für Performances anlegt. Jetzt vor alle eigentlich sich irgendwie durchgekämpft, hat seine Position können behaupten. Also genial. Absolut genial. P6. Ja. Also, ich glaube, bei Mick hat es halt wirklich einfach die ersten Punkte gebraucht, dass er so ein bisschen in den Flow reingekommen ist. Und also mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Also, wir dürfen jetzt natürlich nicht, der Dings hat es ja auch so gesagt, der Steiner, eben so, ja, ein Schwalbe bringt jetzt nicht gerade den Sommer. Das ist jetzt schon eigentlich so der zweite Streak gewesen, wo er jetzt da Punkte geholt hat. Also schon die zweite Schwalbe. Vielleicht gibt es jetzt wirklich den Sommer und es kommt noch eine dritte Schwalbe dazu. Wer weiß. Aber ja, also ich würd jetzt auch noch so sagen, ich würde mal Killer noch im Dorf lassen. Mal schauen, wie es jetzt in Frankreich wird sein. Man muss einfach sagen, der Haas hat brutale Performance auf der Strecke. Also so schnell wie Tracks liegen ihm anscheinend gut. Weil eben im Sprint hat man es gesehen, wie viele Probleme der Hamilton hatte, im Mercedes am Mick vorbeizukommen, weil der einfach so schnell war. Und ich denke, es wären auch Punkte im Sprint drin gelegen, wenn der Magnussen sich zurückgedroppt hätte und ihm DRS gegeben hätte. Das wäre möglich gewesen. Aber du, sag jetzt mal so, wie es ist. Also schlussendlich, es hat jetzt wieder gute Punkte gegeben. Und ja, ich freue mich für den Mick. Also er hat es gebraucht und es hat ihn ja wirklich wie vorgespielt jetzt mit den Punkten. Du hast gerade angesprochen, wenn der Magnussen den Mick im DRS-Fenster behalten hat. Und darüber muss ich echt sagen, es hat einen Moment gehabt am Wochenende, wo ich einfach sagen holy shit. Und zwar, es gibt ein Interview nach dem Sprint, ich glaube, es war mit Sky Sport, wo du siehst, wie der Mick mal so richtig hässig ist. Und
Ey, Ade, 1:1 sein Vater. Aber 1:1 sein Vater, wie er Ja, das habe ich auch argumentiert hat, wie er gesehen. geredet hat. Ja. Also ich habe wirklich schnell gedacht, okay, gut, da sind jetzt mal so die Schumacher-Gene wirklich am Durchdrücken gewesen. Und finde ich wirklich schön. Also ich will, ganz ehrlich, ich will mehr vom hässigen Mick. Irgendwie gefällt mir das. Ja, das hat schon krass ausgesehen. Also ich weiss, welches Bild das meinst. Das habe ich auch gesehen. Und er hat wirklich eine Piste reingeschaut. Das hat ja auch so ein Vergleichsbild gegeben vom Schumacher. Er hat auch hure pisst geantwortet. Gell? Sie hat die Frage gestellt und er so, ja, das ist einfach so gewesen. Ja, Ja. Ja, das wäre so. Also hat er mir DRS gegeben, hat ganz anders ausgesehen. Wirklich ganz klare Meinung und einfach gesagt, ich bin schneller gewesen das Wochenende. Und ich glaube eben auch, dass das ist, was ihm hilft. Oder er ist viel bissiger, das hat ja der Steiner auch gesagt. Er ist wie, ja, ich weiß nicht genau, was es ist, aber irgendetwas hat Klick gemacht. Er hat gesagt, seit Kanada anscheinend hat es bei Mick einfach irgendwie einen Klick gemacht. Und ja, es ist ersichtlich. Ja, es ist ja so, ja. Es ist so. Also an der Performance sieht man es. Jetzt mal schauen, wie es in Frankreich wird sein. Mal schauen, ob wir dort auch die Performance wieder prüfen kann. Du, schau, ich hoffe es, weil am Ende des Tages macht es ja, jetzt schon extrem spannendes Midfield-Battle noch spannender, weil also jetzt ist es so, Haas ist ziemlich hinter 3 Anführungszeichen mit 34 Punkten, Alfa Romeo hat sich stagniert auf 51 Punkte und das finde ich eben das Geile jetzt. Alpine und McLaren, ich habe das Gefühl, die fighten jetzt schon seit Jahren einfach gegeneinander, beide auf 81 Punkte. Und auch von diesen beiden wieder wirklich geile Leistung, beide Fahrer in den Punkten. Ocon, Norris, Ricciardo, Alonso, wirklich alle haben Punkte reingeholt. Ocon, wirklich wieder ein grandioses Ergebnis mit Platz 5. Aber ja, ich weiß nicht, gibt es noch etwas, was du überhaupt über McLaren willst sagen? Ich habe das Gefühl, die haben einfach so ein bisschen die Performance abgeliefert, die sie hätten sollen und gut ist. Ja, also sie sind einfach ein sehr schwieriges Wochenende gehabt. Also ich meine, Norris ist schon früher in Practice rausgeflogen. Ricciardo hat ja wieder einen DRS-Fehler gehabt. Also sie haben einfach da auch wieder ein bisschen den Wurm drin gehabt. Sie haben viele Probleme dieses Jahr, halt auch technische Probleme, muss man sagen. Aber nein, da habe ich nichts zu McLaren zu sagen. Ja, weil ich denke, Alpine ist wirklich so ein bisschen spannenderes Team das Wochenende. Wir haben vorhin schon über den Kampf geredet, wo da Alonso dabei war. Halt unlucky, aber auch dort wirklich sind mit der Strategie wieder ein bisschen etwas rausholen für ihn, was natürlich nice ist. Er hat es ja doch noch auf P10 geschafft, 1 Pünktchen. Und er ist ja, glaube ich, tiefer gestartet, glaube ich, zuhinterst, gell? Ja, er ist ja im Sprint ist er ja gar nicht gestartet, weil ja der Karre... Stimmt! Das hat mich so aufgeregt. Er war ja noch aufgebockt, weil sie das Problem hatten. Ja, ich sehe so, der Start geht los. Ich so, wieso hat er noch Reifenwärmer drauf? Nein, wenn er noch aufgebockt ist, so scheiße. Aber das war ja wirklich das Problem, die hätten ja irgendwie nicht starten können. Das war ein elektrisches Problem. Und von dort her muss man auch sagen, von P18, 19 auf P10 hochkämpfen ist eine gute Leistung, gute Strategie. Etwas anderes erwartet man gar nicht vom Alonso. Aber jemand, der mich wirklich ein bisschen überrascht das Jahr, ist der Ocon. Also der haut einfach immer gute Performances aus. Es gibt selten ein Rennen, wo wir uns über den beschweren können. Und das zeigt auch irgendwie, dass sich Alpine für eine richtige Fahrer für die Zukunft entschieden hat, in meinen Augen. Ja, also Ocon fährt wirklich brutal jetzt wieder. Also wir haben ihn ja schon oft kritisiert und alles drum und dran und haben gesagt, also, ja, ist jetzt nicht so unser Favorite Driver, aber irgendwie macht er einfach wieder mal einen guten Job und auch verdient. Also ich meine jetzt eben im Vergleich zum Alonso gut, wobei man muss auch sagen, der Alonso macht einen verdammt guten Job, weißt du, für da, wo er fährt. Ist einfach unlucky as fuck. Ja, aber ich meine, ich muss auch sagen, ich würde jetzt einen Alonso, es wäre unfair, wenn wir jetzt so sagen, so, hey Alonso, wir müssen die jetzt rausschmeißen, weißt du? Nein, weißt, ich glaube eben auch die Symbiose zwischen Alonso und Ocon kannst du nicht voneinander nehmen. Ich glaube, der Ocon lernt viel vom Alonso und ich glaube, der Ocon ist auch genau so ein Teammate, wie es der Alonso gerne hat. Einer, wo man einfach gegeneinander fahren kann, aber miteinander das Team verbessern. Ja, das hat schon etwas. Das hat definitiv etwas. Aber ich bin immer noch gespannt, wie sieht das so vom Driver-Pairing aussieht für das nächste Jahr. Also
es hat das beide verdient. Also wenn beide können bleiben, haben sie es verdient. Wenn jetzt irgendwie einer rausfliegen oder so, muss ich auch sagen, so ja, wäre es ein bisschen unverdient. Also weißt du, schlussendlich eben, es müssten beide eigentlich bleiben, momentan wie ihre Performance ist. Absolut. Wobei, das haben wir beim Perez auch schon gesagt, oder? Aber ja. Ist ein bisschen schwierig zu sagen. Ich sage, der Piastri, der war jetzt ein Jahr draussen gewesen. Alpine will nicht unbedingt einen unerfahrenen Fahrer drin haben. Die wollen möglichst, die fahren ja komplett ihre eigene Route, wenn es um Design vom Auto und Motor geht, möglichst nächstes Jahr um Platz 3 können kämpfen. Weil sonst, also bis Ende 2025 müssen sie ja im Titelhand drin sein. Sonst wird da Renault wahrscheinlich den Stöpsel komplett ziehen, auch wenn es jetzt Alpine ist. Aber die werden sich da wirklich Gedanken machen. Und ich denke nicht, dass man mit einem Piastri weiterfahren will. Ich glaube, den Fahrer musst du zuerst aufbauen. Die werden safe in meinen Augen den Alonso und den Ocon noch, ich sage, 2 Jahre zusammen behalten. Wenn der Alonso noch Lust hat, gell, das ist dann noch die Frage. 2 Jahre wird er ja noch fahren. Genau. Und ich glaube, dass ihm aber als Team wird das können geben, was er braucht. Ich glaube, es macht keinen Sinn, dass er sich eben bei Red Bull melden, wie er das anscheinend ja gemacht hat. Ich glaube, es ist einfach nicht nötig. Ja, also, weil, sind wir ehrlich, es bringt schlussendlich nichts, wenn du schon 2 dieser Wege gute Fahrer drin hast, mit dem Verstappen und dem Perez. Also da, Red Bull wird sowieso nicht müssen grossartig etwas am Line-Up ändern. Und sie haben ja auch gesagt, dass sie es nicht machen. Ja. Am Ende des Tages, aber auch für Red Bull selber, wieder so ein Okay-Rennen gsi. Es war halt mega unlucky mit dem Perez dort, der Crash. Dort habe ich schon gerade ein bisschen Flashbacks bekommen. Hamilton hat wahrscheinlich ein tränendes Auge gehabt, als er gesehen hat, dass der Russell ihn versucht nachzumachen. Hat er schön gefunden. Nein, unlucky für den Perez. Ich glaube, er hat das Wochenende wirklich noch etwas rausholen können. Hat sich im Sprint von P13 können zurückkämpfen und man hat auch gemerkt, die Fans lieben diesen Typ. Also, ja. Der Red Bull Ring hat angefangen zu jubeln und tun ab jedem Platz, wo er wieder hochgekommen ist. Und auch, wo man gesagt hat, über Comms habe ich gehört, hat der Kommentator gesagt, ja, jetzt sind 8 Plätze hervorgekämpft und dann hörst du die Leute nochmal am Jubeln. Also der Support für den Checo ist unglaublich. Und ja, ich hoffe, dass solche Wochenende für ihn nicht mehr passieren werden, weil er hat es nicht verdient. Er hat verdient, in der Driver Championship einfach auch mitzureden. Und jetzt ist er ja wieder zurückgekehrt hinter Charles mittlerweile. Und ja, es sind halt doch schon wieder 19 Punkte, die er wieder gut machen muss, um auf P2 zu kommen. Und mindestens das muss er in meinen Augen abschließen auf P2. Ja, denke ich auch. Also der Perez hat wieder mal einen mehr bewiesen, also vor allem eben am Samstag, dass er einfach hure stark ist. Und ich denke halt einfach, dass am Sonntag der Schaden zu gross war oder es hat einfach kein Werk gehabt, dass sie halt einfach dann retired haben wegen dem. Ja, laut dem Croft ja wirklich ein Loch im Sidepod drin. Ja, ich weiß es nicht, ich habe es nicht gesehen dort, aber er ist halt wirklich, hat halt Pech gehabt, es war halt wirklich so wieder die Szene gewesen, wie Albon und Hamilton, das war wirklich so 1:1 die Szene wieder gewesen. Ja. Aber ja, ich weiß nicht, also noch zum Crash selber, man muss halt einfach auch sagen, der Russell kann aber auch dort nichts dafür. Also ich muss sagen, die 5 Sekunden sind schon ein bisschen hart gewesen für den Russell. Ja, weißt du, wenn du siehst, der Perez hat noch viel mehr Platz links außen gehabt. Ja, und ich meine, der Russell hat ja schon das Lenkrad voll eingeschlagen, kann nicht mal aufstehen und er zieht ja innen rein. Also. Und es ist off-camber mit vollem Tank. Logisch zieht das Auto weiter links raus. Und der Perez sollte doch mindestens von letztes Jahr wissen, dass dort aussen vor allem in den ersten paar Laps nicht so die gescheiteste Idee ist. Also ich finde es auch. Ich finde wirklich, die Strafe, sie ist auf der Messerspitze. Man muss halt ein bisschen jonglieren. Oder? Andererseits kann man aber auch sagen, ja, okay, wenn sie ihn jetzt nicht bestraft hätten, dann wäre es nicht so konsistent gewesen mit den vorherigen Entscheiden von den Vorjahren. Aber ja, also ich stimme dazu, 100%. Also ich habe sie viel zu hart gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also 5 Sekunden für das, dass der Russell wirklich eigentlich gar nicht kann. Der war einfach nur dabei gewesen und hat einfach kassiert sozusagen. Ja, finde ich schon ein bisschen hart, muss ich ganz ehrlich sagen. Mensch hat einen Black and White Flag gelangt. Er kann nichts dafür. Es wär beim Black and White in meinen Augen schon unnötig gewesen. Okay.
Weil wo will der her? Er ist ja auf dem Curb oben gefahren. Er kann ja nicht weiter rechts, sonst fährt er ja off-track. Wo will er noch her? Aber der Perez hat ja links raus noch so viel Luft gehabt, oder? Also ich meine, das ist wirklich komplett dem Perez seine Schuld und nicht im Russell. Darum, ich finde es ein bisschen übertrieben, aber du, das ist jetzt mal, wie es war. Also man kann es jetzt nicht innen ändern. Aber ich finde, in meinen Augen ist es ein bisschen krass gewesen. Ich glaube, wenn der Russell jetzt Frontwing Damage bekommen hat durch das, hätte er wahrscheinlich gar keine Penalty bekommen. Ja, wenn er vielleicht einen Schaden noch nicht mitgenommen hätte, ja, wäre möglich, ja. Glaube ja. Ja, aber wieder mal eine gute Performance vom Bub. Also, ja, wo ist er eigentlich nachher geendet? Ich muss gerade schauen. Der Russell? Ja, ich glaube, er gar nicht so hoch. P4, mal doch, aber er hat sich wieder gut vorgekämpft. Ja, aber es wäre auch für ihn wäre wahrscheinlich ein Podium auch drinnen gelegen noch, weißt du, halt schlussendlich. Ja, das sowieso. Ich muss aber generell sagen, also Mercedes das Wochenende, ich habe das Gefühl, das Team ist langsam aber sicher on par mit Ferrari mindestens. Mit Red Bull sehe ich noch nicht so ganz, ich glaube, die Performance von denen ist noch ein bisschen zu stark. Aber ich glaube, Mercedes kann sich jetzt mittlerweile mit Ferrari mischen und das ist auch so ein bisschen im Gleichzug der Untergang von der Saison von Ferrari, weil sie haben ihre Chancen am Anfang zu wenig genutzt, weil sie haben am Anfang das erste Auto gehabt. Boah, also ich würde jetzt nicht sagen, dass Mercedes auf gleicher Höhe ist mit der Ferrari. Ich glaube, sie sind schon immer noch hinten nachher. Ja, weil jetzt gerade zum Beispiel das Wochenende hat Ferrari eine brutale Performance auf der Strecke. Also vor allem jetzt im Rennen. Im Sprint sind ja noch Red Bull stark gewesen, und im Rennen sind dann die Ferraris sehr stark gewesen. Darum, ich denke, es ist auch ein bisschen streckenabhängig, definitiv. Also ich glaube, so auf einem Stadtkurs wird dann nachher Mercedes wieder richtig den Struggle haben. Aber ja, man muss so sagen, die Updates, die sie gebracht haben und die Entwicklung, die sie gebracht haben, hat definitiv eine Verbesserung gebracht. Sei es jetzt, kann natürlich sein, dass sie jetzt endlich mal gescheite Updates gebracht haben. Weil ja da in Frankreich ist schon die Deadline, die wird ja neu gemessen an, wie das Proposing-Verhalten ist. Wenn du dort natürlich dann zu viel G-Kräfte hast auf den Fahrer, wirst du disqualifiziert. Vielleicht haben sie jetzt endlich mal etwas Gescheites gemacht, um das ein bisschen entgegenzuwirken. Egal was sie gemacht haben, das wirkt auch. Sie sind schneller als am Anfang des Jahres. Das merkt man wirklich. Und ja, aber jetzt gleich schnell sagen wie Ferrari oder etwas in dem Rahmen, würde ich jetzt sagen. Ich denke, sie sind schon noch ein Spürchen langsamer. Also, ich bin vor allem, ja, jetzt noch sicher, aber ich bin vor allem gespannt, wie es ist nach der Sommerpause, weil es ist ja auch so, dass bei den Regularien ist, ich weiß nicht genau, es ist irgendwas mit dem Unterboden gewesen, dass man wie die Stärke vom Unterboden zu wenig genau deklariert hat, und jetzt hat man dort eingegriffen und sie haben sich am Anfang der Saison haben sie gesagt, wir nehmen uns Recht daraus raus, dass wenn eine Regel zu wenig präzise geschrieben ist und nicht ganz zu 100% das erfüllt, was wir wollen, dass sie sich die Freiheit daraus rausnehmen, die Regeln auch zu ändern. Und genau das ist schon passiert. Also man hat jetzt da man muss den Unterboden steifer machen, und Ferrari hat gesagt, sie werden den Unterboden ändern müssen. Mercedes hat gesagt, ja, für uns kein Problem, wir haben uns von vorweg an die Richtlinie so gehalten, wie sie eigentlich intentioniert gewesen wäre. Ist das ein Wort? Intentioniert? Wie es vorgegeben war, eigentlich, ja. Ja, genau. Oder, ja, nein, was man damit hat wollen erreichen. So. Und bei Red Bull ist es so, die haben es irgendwie ganz cheeky gemacht. Sie haben gesagt, sie haben nicht gesagt, wir müssen den Boden ändern. Sie haben aber auch nicht gesagt, wir haben etwas falsch gemacht. Sie haben gesagt, wir haben mit unserem Boden das gemacht, was innerhalb der Regeln möglich ist. Also ich würde mal stark davon ausgehen, das ist so ein bisschen fachgesimpeltes Schnorren von denen. Die werden ziemlich sicher auch noch etwas am Unterboden müssen anpassen wieder. Ja, nicht zuletzt sind ja auch die am wenigsten Purposing-Problem hatten. Und wer weiß, vielleicht genau wegen dem. Vielleicht haben sie gemerkt, ja, ein flexibler Unterboden eliminiert das vielleicht ein Stück weit auch. Who knows? Aber ich kann mir vorstellen, dass nach der Sommerpause Mercedes doch noch Title-Contender könnte werden. Ja gut, gerade als Titelanwärter oder so denke ich jetzt weniger. Dass sie weil ich glaube, so haben sie einfach zu viele Punkte liegen lassen jetzt. Ja, aber nein, so viele Punkte haben sie eben gar nicht liegen. Das ist ja das Gruselige an dem Ganzen. Die sind bei 237 Punkten. Die sind, warte schnell, ja, also Ferrari hat 303 Punkte.
Und was sind die Ersten? Nein, Red Bull ist Erster. Was ist Red Bull? Red Bull ist Erster mit 359. Ja, sind eben. etwa 120 Punkte knapp sind es hinter Red Bull. Und wie viele Rennen haben wir noch? 10, glaube ich, wo kommen. 10. Ja, rein Also, theoretisch ist ja, es 10, machbar, mit 2 Fahrern das aufzuholen. Aber es kommt halt eben darauf ab, auf Performance. Also, dann müssen sie jetzt schon jedes Wochenende aufs Podium, dass sie da noch etwas mitmischen können. Das stimmt schon. Eben. Also ich denke, das wäre eher unrealistisch, aber eben, wie ich schon predicted habe oder wie ich mir schon gewünscht habe, ist, dass eben halt Mercedes noch ein bisschen vorkommt und dass sie noch ein bisschen mitspielen können. Also ein bisschen mitstimmen, wer Weltmeister wird und wer nicht. Und ich denke, hart auf hart, Mercedes wird eher Ferrari helfen als Red Bull. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und wirklich, auf das freue ich mich so. Das haben wir jetzt seit fast 3 Jahren nicht mehr gehabt, dass wir wirklich 3 Teams haben, die am Titelfight auch noch ein bisschen etwas rütteln dran. Und wirklich auf das freue ich mich. Ja. 2020. 2019, willst du mir sagen, ist Ferrari, Red Bull und Mercedes auf einer Höhe gewesen? 4 Jahre, holy fuck, 2018, ja. 2018 sind es aber auch nicht alle auf einer Höhe gewesen. Dort ist Mercedes schon immer noch recht OP gewesen. Bis ab Mitte der Saison hat Ferrari auch noch Titelchancen gehabt, bis Sachsenkurve gekommen ist. Ja, vor allem, weil dann nachher auch rausgekommen ist, dass der Motor nicht sauber ist, ja. Ja, richtig. Nein, das war 2019 gewesen. 2019, nicht 18. 2019 war der unsaubere Motor, 2018 war der Vettel, der es selber vorgeschmissen hat und nachher voll in das Loch gefallen ist. Aber ich habe es nein, mal... Nein, Mamals war es 2018, als er dort ins Käse gefahren ist. Ja. Aber ich habe im Fall mitbekommen, dass der Fehler passiert ist. Das war im Fall auch wieder ein Strategiefehler von Ferrari auch. Also nicht allein Vettel seine Schuld, weil der Vettel ist zu lange draussen mit diesen Reifen, weil Ferrari ihn zu lange draussen gelassen hat. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich habe immer gemeint, es war ein Vettel sein Fehler gewesen, aber nein, also klar, es war schon ein Fahrfehler von ihm gewesen, schlussendlich. Aber seine Reifen sind auch hure schlecht gewesen, Anfang. Ja, ich meine, was hat er jetzt Supersofts drauf gehabt und ist irgendwie, ich glaube, schier Ultra 20 sogar, Runden oder so, oder das Ultra weiss ich. und schier 20 Runden mit denen gefahren. Also Ultra wäre ja jetzt C1, ist das richtig? Oder wäre es C5? Ja, keine Ahnung. Nein, das ist ja noch tiefer. Ultra, nein, so der Hypersoft hat es ja auch noch gegeben, oder? Das hat keine Ahnung, Mann. Nein. Das ist so lange her, Mann. Also, der Ultra ist ja der Purple gewesen, und jetzt doch noch einen Pinken gegeben, der noch weicher war, oder nicht? Also es hat Ultra, Supersoft, Soft, Medium und Hard gegeben. Und der Ultra Soft ist, laut meinem Verständnis, ist das der jetzige C1. Wobei, also jetzt ist natürlich seit diesem Jahr sowieso noch mal ganz anders. Aber es ist der 2021er, 20er und 2019er C1 ist quasi der Ultra Soft gewesen, der Pinky. Und nachher der Violett ist der Soft, das ist der C2. Nein. Super Soft, so. Wie ich es gesagt habe, hat es gestimmt. 2018 hat es einen Hypersoft gegeben, das war ein pinker. Ein Ultrasoft, ein violetter, ein Supersoft, ein roter. Soft ist einfach ein gelber. Hypersoft Case. Nachher hat es einen Medium gegeben, einen weißen, dann hat es einen Hard gegeben, was ein blauer war, und dann hat es noch einen Super Hard gegeben, was ein orangiger war. Der orangige, der Super Hard. Aber der ist aber 2017 gewesen, gell? 2018 nein, 18. Schon 19, oder? Mal 18 auch. Ja. Der hat 17, einfach nie nein, gebraucht, 17 hat es nicht gegeben. Aber Hypersoft hat es gegeben, einen pinken. Der hat es 18 einfach nie Ultra Hard gegeben. Hat nie jemand gebraucht. Ja, ich habe es gewusst, Mann. Hast du es gewusst? Krass. Also ich bin froh, sind wir jetzt mittlerweile nur noch auf 3 Compounds. Ich wäre froh, wenn wir wirklich effektiv nur noch 3 Compounds hätten, im Sinne von, dass es nur noch C1, C2 und C3 gibt. Ich vermisse es. Fast ein bisschen spannend. Ich vermisse das alte Ding. Dass der Unterschied zwischen dem Hard und dem Medium viel grösser ist und zwischen dem Medium und dem Soft. Ich verstehe, dass man Mühe hat, wenn man Hyper, Ultra, Super, Soft und all der Scheiß hat. Ich verstehe, dass man dann als Zuschauer, vor allem als neuer Zuschauer, auch Mühe hat. Aber ich vermisse es eben auch. Aber ich fände es eben auch mal nice zu schauen, wie es ist, wenn wir wirklich machen wir Hard C5, Medium C2.5 und Soft C1. Wirklich, dass du nochmal einen viel grösseren Unterschied hast, so wie es halt die ganz vielen anderen Motorsportserien auch hast. Oder wie bei Formel 2, nur Hards und nur Softs. Das ist auch spannend für Strategie. Ja, das hat es ja früher auch gegeben in der Formel 1. Das ist einfach nur ein Hard und ein Soft eigentlich.
Aber das sind 7 Reifenmischungen gewesen, die sie dort hatten, 2018. Aber der Hypersoft, weiss ich, der ist nur in Monaco zum Einsatz gekommen und glaube ich noch in Baku oder so. Aber dann ist schon fertig gewesen, der ist jetzt so oft dran gekommen. Aber meines Wissens war es eben auch so gewesen, da hat einfach Pirelli gesagt dort, so okay, sagen wir jetzt, der Ultrasoft, der Purple, der ist der weichste das Wochenende und alles drauf dürfen ihr nehmen. Aber das ist natürlich... Stimmt, das also ich muss sagen, ja. ich muss eben sagen, ich finde es eben schon noch... Ich habe es eben schon noch geil gefunden, dass man so viel Auswahl hatte, weil es ist taktisch war, hure nice gewesen. Weil da hätte man einfach können sagen, so okay, wenn es jetzt gerade geschossen hat, du hast einen Frontwing-Damage gehabt, in der ersten Runde bist du auch zum Beispiel auf den Hard gegangen, also auf den blauen Hard, oder sagen wir auf den orangen Super Hard, und hast können einfach durchfahren, weißt du, ohne Problem. Dann hast du einfach einen One-Stopper gemacht. Also es hat schon ein bisschen mehr Spielereien gegeben dort. Aber eben, es ist halt einfach so kompliziert worden und sie haben es halt einfach angepasst auf das Neue jetzt. Stell dir das mal vor, stell dir das mal vor, gekoppelt mit den ganz neuen Regeln, dass man einfach nicht mehr das vom Qualifying muss brauchen. Das gäbe so ein verdammtes Mischmasch. Da wäre, glaube ich, jedes Rennen normal, dass etwa 4 verschiedene Compounds gebraucht werden zum Starten. Aha, ja, also jetzt es ist schon jetzt so, oder? Also, du hast jetzt keine fixe Reifen, also du musst nicht den Qualifying-Reifen nehmen am Start jetzt. Und jetzt stell dir das kombiniert vor mit 7 verschiedenen Compounds, da wird es was für Strategien geben. Aber ob jetzt so Orange eine gute Wahl wäre für einen Start, weil der sieht auch gerade, der hat das Temperaturfenster von 120 Grad bis 145 Grad gehabt. Da musst du ja jede Runde ein bisschen Schlangenlinie fahren. Das ja, da musst du schlimm fahren. Ey. Oder einfach kannst du es nur in Malaysia brauchen oder so. Irgendwie ja. So ja. Anyway, also schaut, ihr seht, wir haben jetzt aus dem Nichts raus 8 Minuten oder noch länger über Reifen geredet. Das ist einfach ein Thema, wo man als Formel 1-Fan oder die ganze Community einfach immer wieder darüber wird diskutieren. Und ich glaube, die richtige Lösung wird es nie geben. Und ganz ehrlich, ich bin happy, probiert man dort ein bisschen aus. Und Pirelli arbeitet wirklich extrem gut daran, in meinen Augen, wirklich den bestmöglichen Reifen für ein bestmögliches Spektakel zu bringen. Was für mich einfach das Wichtigste ist, dass man die Safety nie aus den Augen lässt und dass man nicht zu weiche Reifen macht, dass sie nicht zu schnell nachlassen. Das ist etwas, was immer zur Diskussion steht. Aber ich bin happy mit den Taktiken, die Teams anwenden können, weil am Ende des Tages bringt uns das eben auch dort geile Battles, wie wir zwischen Leclerc und Verstappen wieder mal hatten. Und Holla die Waldfee, wer hätte gedacht, Ferrari hat mal die bessere Strategie gehabt als Verstappen. Und Kasel, du hast ja mir vor dem Aufnehmen schon gesagt, was du glaubst, dass es liegt. Ja, an was glaubst du, dass es liegt? Aber habe ich gesagt, dass es liegt? Ich weiß es nicht. Also, das sage ich halt. So gut. Nein, Red Bull, die haben halt. Also die Strecke selber hat relativ viel Gummi schon auf der Strecke gehabt. Jetzt, genau, richtig. Und ja, Red Bull ist halt auch ein bisschen von dem ausgegangen und hat die Strategie anhand von dem ein bisschen angepasst. Und man hat halt wirklich gemerkt, wo der Regen gekommen ist am Morgen früh und das Ganze halt der ganze Gummi aus dem Asphalt ein bisschen rausgelöst hat. Ja, hat man einfach gemerkt, der Red Bull, ist nicht ganz perfekt für das optimiert. Und ja, Ferrari haben damit auch einfach die bessere Pace gehabt. Aber sie haben eben auch die Strategie in meinen Augen besser gelöst. Oder den Mut musst du zuerst mal haben, der Leclerc insgesamt 2-mal hinter Verstappen zu schießen. Der hat nicht 3-mal müssen überholen, oder? Und ja gut, ich glaube, sie haben schon Zeiten gesehen, weißt. Ich glaube, sie haben schon Zeiten gesehen und haben schon auch gewusst, so, okay, der Verstappen struggelt jetzt ein bisschen mit den Reifen. Also der hat ja auf jedem Reifensatz Probleme gehabt. Und ich glaube, das hat Ferrari schon relativ schnell gesehen, darum haben sie auch das Risiko eingehen. Aber klar, man könnte auch sagen, okay, Verstappen geht jetzt hier auf die Barrikade und verteidigt hier wie der letzte, weiss ich was. Er hat es aber zum Glück nicht gemacht, weil man muss halt einfach auch sagen, der Verstappen, der hat halt mittlerweile halt einfach die Reife auch erlangt und hat auch gecheckt, merkt halt einfach jetzt auch, hey, es macht keinen Sinn, dass ich jetzt da einfach blöd tue und mich verteidige, wie weiss ich was. Lieber P2 als gar nicht, oder? Weil das ist etwas, was letztes Jahr gefällt hat. Der hat jedes Mal gekämpft, P1 zu werden, oder? Und das hast du das Wochenende wirklich gesehen. Er hat um die Championship gedacht und dass man das mal über Verstappen kann sagen, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja, das ist so, ja. Das hat schon ein bisschen etwas. Nein, aber
Battles sind wirklich nice gewesen. Also auch Leclerc hat auch viel Mut gehabt, zum Überholen. Also beziehungsweise eine steht in Turn 4 rein. Oder 5 rein dort, in die Spitzkehr rein, wo der Perez ausgedrückt oder abgeschossen wurde. Dort. Das ist 3. Ist es 3? Ja, nein, das ist das ist 4. 3 ist ja Dings, Ah, aber stimmt, ist ja, weil Kurve links. die Gerade, die zum eigentlichen 2 Uhr führt, die noch so einen Kink drin hat, stimmt, das zählt mir auch als Corner. Ja, genau. Dort ist, dort hat er wirklich viel Mut bewiesen und ist dort reingestochen. Und hat, du meinst den letzten, gell? Der letzte Move, den er gemacht hat? Nein, das war der erste, den er gemacht hat. Der erste? Ich finde aber der letzte so krank, der hat er eben auch ins 4 gemacht. Und dort habe ich einfach gedacht, holy shit, also dort habe sogar ich geschlafen. Nein, der letzte war doch der Dings gewesen. Der letzte war ja der Switchover, den er gemacht hat, wo er links aus angebremst hat und nachher rechts reingezogen hat. Und der Max ist ja innen gewesen und hat ihn rausgezogen und er ist dann innen durchgestochen bei der Kurve 3. Vielleicht bin ich gerade blöd. Ich habe gemeint, es war der letzte gewesen, aber ich finde auf jeden Fall der wirklich mit Abstand der geilste, weil er hat den Max komplett beim Schlafen verwünscht. Aber komplett. Ja. Aber wie gesagt, also Leclerc hat wirklich das gutes Rennen abgeliefert. Also er ist ja schon eigentlich der so unter Druck und alles nicht so gut liefert. Das haben wir schon ein paar Mal angesprochen in den Podcast oder man hat es einfach gesehen in den letzten paar Rennen. Aber jetzt irgendwie, so muss man sagen, hat er wirklich gut performt. Vielleicht ist das Essen mit dem Binotto, das er hatte, gut gewesen und es hat ihn gut gepusht. Wer weiß. Aber also bei ihm ist es definitiv gelaufen. Ja, ich glaube eben auch, weißt, dass der Verstappen und der Leclerc, die fahren schon so lange gegeneinander. Und sie sind die längste Zeit in ihren Kategorien ihre Hauptrivalen gesehen. Ich glaube, die können sich in- und auswendig und wissen ganz genau, wie sie fahren. Und keine Ahnung, ich finde generell, also Leclerc, Verstappen, Sainz und Perez, ich finde das so ein cooles, so eine coole Top-4-Konstellation. Ich habe das Gefühl, die kommen extrem gut aus miteinander. Es gibt auch so ein Video, wo sie Backstage sind, vor etwa 4-5 Rennen oder so, wo sie das eine Video schauen, wo der eine wo er sie nachher macht. Ja, ich weiss, wer ja. Ja, und alle 4 wirklich gute Laune miteinander. Also ich finde es Hammer, wie die irgendwie, was für eine Symbiose die einfach so ein bisschen miteinander haben. Ja, aber du hast gerade gesagt, bei ihm ist es gut gelaufen, bei seinem Teammate eben nicht. Sainz, ja. Also es ist, ja. Also, ich will mal sagen, beim Sainz wäre eigentlich... Der Sainz hat schon auch gute Performance im Rennen. Er ist schon auch sagen, schnell gewesen. Ja. Also, ich würde sagen, das, was man eigentlich erwartet, hat er geliefert. Nicht mehr, aber das, was man erwartet. Also ich denke, er wäre schon auch schneller gewesen als ein Verstappen. Also Sainz 2 wäre wahrscheinlich schon auch möglich gewesen. Aber die italienische Ingenieurskunst hat wieder mal zugeschlagen. Und es hat einen verdammten Klapp gegeben. Hey, die Slow-Motion ist einfach so geil, wie es ihm den Motor verjagt hat. Wie es einfach so kurz so die Abdeckung auflüpft und gerade wieder zusammenzieht. Das sieht aus, als ob Kölben irgendwie direkt rausschießen an ja, es funkelt einfach hinten raus. Hey, das ist so geil. Also auch Onboard, wenn du hörst, wie das tönt, man, ey, also da hätte ich schon ein bisschen Schiss. Aber ja, apropos Schiss, hey, also da muss ich echt sagen, von den Marshalls mal einfach nicht eine gute Leistung. Es hat so einen Kameraschnitt gegeben, oder die Kamera hat so der Anti-Marshall gezeigt, wo einfach der Feuerlöscher am Abstellen ist. Und ich sage so, Kollege, gang doch dort hin, du siehst doch, dass das Auto brennt. Ja, dort habe ich echt müssen sagen, scary stuff. Ist halt einfach scheiße, dass man nicht eine Handbremse rein tun kann, aber so Situationen gibt es halt auch nicht oft. Ja gut, also man muss ja sagen, der Streckenposten dort oben ist auch für den Arsch. Also so voll im Hocker rein und dann noch so geneigt ist halt einfach scheiße. Wobei man müsste auch sagen, der Sainz hätte auch so herfahren und hätte das Lenkrad so einschlagen, dass wenn das Auto eben zurückrollt, hinter die Band reinfährt. Und der ist einfach gerade gestanden. Das ist ja erst durch einen Marshall passiert. Erst wo der Keil drunter gelassen. Zuerst hat er noch versucht mit seiner Hand, dass da kann man froh sein, hat er sich nicht den Arm gebrochen. Ja, vor allem der Fuß, Alter, der ist so der ist so krumm gewesen, plötzlich der Fuß. Also, dass er den nicht gebrochen hat, ey. Holy shit. Fuß drunter. Hey, ich dachte, ich sehe nicht richtig. Ja, aber der Karre hat verdammt geledert. Der hat recht abgefackelt dort schnell. Aber ja, es ist wieder mal brutaler Motorschaden gewesen. Also dort ist wahrscheinlich alles am Arsch gegangen, was am Arsch geht. Ich glaube, er wird auch eine Strafe kassieren dann in Frankreich. Weil er hat ja, glaube ich, schon den 3. Compound jetzt in Österreich gut, oder in Kanada. Keine Ahnung.
Ja, mal schauen, wo er dann startet in Frankreich. Da wissen wir ja noch nicht. Das wird immer eigentlich so ein paar Tage, bevor das dann der Grand Prix ist, veröffentlicht, dann ob irgendwelche Strafen in Kauf genommen werden. Ja, sind wir mal gespannt, oder, wie Frankreich generell wird. Generell, wenn wir jetzt schon gerade dabei sind, wenn wir mal Quali Predictions reinholen. Können wir machen, ja. Also, weil ich glaube, es geht nicht mehr viel über Austria zu sagen. Nein, also abschließend zuerst, ich kann mir einfach sagen, es ist wirklich wieder mal ein gutes Rennen gewesen, es war unterhaltsam gewesen. Und also, ja, ich glaube, wir können wirklich sagen, dass das Jahr wirklich auch wieder eine sehr, sehr spannende Saison ist und halt die neuen Fahrzeuge wirklich funktionieren. Es hat es einfach wieder mal einiges mehr bewiesen gehabt. Also vor allem dort, wo die 5 nebeneinander gefahren sind, das hat es wieder wirklich bewiesen gehabt. Absolut. Also ich freue mich darüber, wenn wir auch an einem Punkt werden sein, wo sich das ausgleicht, wie wir das jetzt im 2021 hatten. Oder dass einfach Performance so ein bisschen anschlägt, alle auf einem Level sind, weil wir haben jetzt schon grandioses Rennen oder grandiose Rennen. Ne? Also ja, jetzt ist es so. Ich sehe jetzt halt nicht unbedingt, dass Frankreich trotz allem auch spannend wird sein. Aber es gibt etwas, das in meinen Augen wird rausstechen, nämlich ein Team. Und zwar im Quali habe ich auf dem P3 den Monsieur Lewis Hamilton. Okay. Wir fangen jetzt von P3 hinten an. Normal sagen wir immer Pol gerade so. Fuck, sorry. Ja, das spielt keine Rolle. Also ich sage jetzt, ich habe mir nicht aufgeschrieben, ich lasse jetzt einfach spontan jetzt drauf ein. Ich sage auf P3 sage ich den Perez. Perez, okay, I see. Das ist für mich auf P2 und ja, Red Bull wird mit seiner Straightline Speed einfach alle davon fahren, Verstappen auf P1. Ich gehe mal Risiko und sage Leclerc P2 und P1 sage jetzt mal Hamilton. Ja, siehst du jetzt. Nein, also ich kann mir vorstellen, dass Mercedes recht viel Power wird haben in Frankreich. Mhm. Ja, aber noch das Gefühl. Ich weiß nicht wieso. Ich habe einfach irgendwie ein gutes Gefühl bei Mercedes. Was ich noch geil fände, aber das wird glaube ich nicht sein, weil IndyCar fährt auch, ist, wenn der Grosjean würde kommen im Training. Ich wollte schon, dass ja, das wird schon mal einmal kommen, aber das, also... Wahrscheinlich separat mal. Und ich glaube eben auch, dass die Saison werden sich Teams extrem einfach nur auf die Saison konzentrieren. Wegen dem, ich glaube schon, dass es nicht dieses Jahr wird passieren. Aber es wird kommen. Ja, denke ja. Jetzt. Wir rennen. Da fangen wir aber von unten an, gell? Ja. Gut. Auf P10 sehe ich den Viking, den Magnussen. Okay. Ich sage Albon. Ich denke, weil sie jetzt eine gute Performance hatten in Spielberg. Spielberg. Ja, dann sie es mit und ja, denke, dort wird der Albon P10 schaffen, wird den Punkt mal holen für Williams. Finde ich geil. Könnte ich sehr unterstützen, definitiv. Ich glaube, es geht auf P9 und ich greife gerade vor, P8 Double Points für das französische Team. Alonso auf P9, Ocon auf P8. Ich sage P9 Mick und P8 sage ich der K-Mac. Der K-Mac. Du siehst also auch, dass die denke, mit diesem Straightline Speed. Ja, Haas wird einfach auf der Geraden wieder höllisch sein, denke ich. Mhm. Aber da bin ich gespannt. Ich denke, der hast du von Alpine noch viel höher. Ich sehe es nämlich so, der Mick, der ist richtig auf dem Roll, der ist auf dem Run, der holt sich noch einen P7 aus nächstes Wochenende. P7? Mhm. Okay. Der quetscht sich 2 Plätze über Magnussen und zeigt mal ein bisschen, wo der Hammer hängt. Ja. Ich denke mal auf P7 sage ich mal der Alonso. Der Alonso, okay. Ja. I see. Ich gehe mal davon aus, wenn das Wochenende nicht allzu heiß wird sein, dass wir keinerlei Reliability-Probleme werden sehen, oder weniger. Und wegen dem ist auch meine Top 6 dementsprechend nicht ganz so spannend. Ich sehe dort die Sonderstunde in unserem Trio an Top-Teams des Sainz. Der wird P6, Alter. Der wird irgendeinen Spin oder irgendetwas haben oder einen Frontflügel oder so. Ja, es gibt ja kein Käsebetter, weißt du? Also es kann nicht so schlimm sein eigentlich. Aber wegen dem, der wird sich irgendeinen Spin einfangen auf P10 oder so runtergehen und sich wieder vorkämpfen und schafft es nur auf P6. Okay. Nein, ich sehe auf P6, sage ich, der Perez.
Ah, wieso hat er auch ein Pin? Ja, vielleicht. Ja, du hast gesagt P3 im Quali, oder? Oder P2, was hast du gesagt? P3 P2, habe ich gesagt. Ja. Okay, gesehen. Ja, ich sage, Ferrari wird allgemein nicht so eine gute Performance hinlegen. Wegen dem ist für mich dort der Leclerc auf P4. Wow, Alter. Also P5. P5 hast du noch nicht gesagt. Im Fall. Ah, der Rusel. Georg Rusel. Okay, ja, da sehe ich auch den Russell auf P5. Aber P4 in dem Fall der Leclerc. Yes, ganz Jetzt genau. sage ich ganz den genau. Max. Der Max. Ui, du siehst da, Petronas Grün. Hast du deine Petronas grüne Brille angelegt? Ja, also, mir wird immer vorgeworfen, ich sage Mercedes-Fan, oder? Ja, eben. Ja, für mich ist es so, der Ham holt sich dort wieder mal ein Podium raus. Geht auf P3. Sage ich auch. Ah, okay. Aber ich sehe es anders wie du. Ich glaube, dass Ferrari krasse Performance wird haben in Frankreich. Okay. Und darum sage ich, dass der Sainz P2 wird und Leclerc P1. Ah, damn, das habe ich voll verhunzt. Ah, shit. Krass. Also ich sehe, ich denke, dass das wirklich Red Bull Dominanz wird sein. Ich sage, der Verstappen gewinnt vor über den Perez und wir machen da wieder mal eine spicy Prediction. Ich sage, der Verstappen gewinnt mit 20 Sekunden oder mehr Vorsprung. Boah, nein, never, Alter. Doch, ich glaube, der wird richtig hart davon fahren. Wenn nicht vom Perez, dann mindestens... Na gut, vom Hamilton ist zwar easy zum Predikten. Ja, aber weißt du, das Ding ist eben das, man sagt ja momentan immer noch, dass der Ferrari eigentlich der stärkste Motor sei im Feld. Und Ja. jetzt muss Aber man... der Red Bull ist aerodynamisch ein bisschen effizienter. Das ist es halt. Ja, aber ich meine, das sind ja nie so, es hat ja eigentlich keine langsame Kurven, weißt du? Das ist eben so mein Hauptgedanke. Der Red Bull ist ja eigentlich gut auch in langsamen Kurven noch. Ja, der Ferrari ist aber stärker in langsamen Kurven. Red Bull, ja, Ferrari ist stärker Also, in man hat langsamen es ja Kurven. gesehen in Monaco. Der Red Bull ist sehr In gut Baku. auf Geraden. Sehr gut auf Geraden. Und der Red Bull ist eben auch gut in schnellen Kurven. Und von denen hat es ganz viel auf dieser Strecke. Ja, das stimmt eben schon. Oder? Ja, du, wir sind ja mal gespannt. Also Frankreich ist eben... Ich glaube, es könnte das Jahr ein richtig geiler Grand Prix werden in Frankreich. Ich glaube, es wird boring as fuck. Ja, also eben, wie es die letzten paar Jahre immer war, ja, ist immer langweilig gewesen. Aber sind wir ehrlich, das Layout von Frankreich wäre eigentlich nicht mal so schlecht. Es ist halt einfach, wie die Strecke rundum aufgebaut ist, scheiße. Aber sonst eigentlich so vom Layout her ist es ja eigentlich schon recht geil. Ich wollte Es einfach hat mal nicht viel gut schnelle Kurven. Es hat auch so gerade so die nach der langen Straight, kommt Schikane, dann kommt ja wieder ein Straight. Und dann kommt ja die schnelle Rechtskurve und dann kommt ja so eine Kurve, du musst immer abbremsen. Die ist so schwierig zum Anbremsen. Sie Also- hat eine geile Charakteristik, die Strecke. Das Ja. muss man ihr wirklich geben. Und sie hat eigentlich auch einen nice Flow. Also wenn wir ja F1 so das Game und so, kommst du eigentlich recht gut rein dort. Das stimmt, ja, das stimmt. Es ist halt wirklich einfach, dass man keinerlei Gravel-Traps und so hat, wo es halt ein bisschen kaputt macht. Ich muss sagen, ich finde die Strecke, ich finde sie genial für LMP1, für WEC, für all das, aber ja, du hast auch gesagt. Track Limits werden sicher wieder ein fettes Thema sein dort. Oh, und wie? Noch nie ist Track Limits so stark gemonitort worden wie jetzt und das wird in Frankreich der Horror. Ja, ich denke, da wird richtig schlimm werden dort. Ja, da werden ein paar Penalties reinrasseln. Ist Ja. eigentlich Formel 2 auch wieder das in Frankreich? Ich weiß gar nicht, ob die in Frankreich erfahren. Bin da gespannt, weil die haben ja dieser Wegen viel Dings gehabt. Fast alle Runde ist eine neue Track Limits reingekommen in Österreich. Das soll lustig sein. Ja gut, also dann würden wir mal sagen, wäre es das wieder gewesen mit dieser heutigen Episode vom Unsafe Release. Wir bedanken uns recht herzlich, dass ihr zugelassen habt. Und ja, da sind wir mal gespannt, was in Frankreich wird passieren, ob unsere Predictions zu 100% werden stimmen oder nicht. Wir sind mal gespannt und ja, wie gesagt, wir bedanken uns recht herzlich fürs Zulassen und wir sehen uns dann oder hören uns wieder in der nächsten Episode bei Unsafe Release.